Let's go, Chat. Nada de bom. 20k. Mashallah. Vai vir? Wir landen gerade O braço, ela tá im muito... Erzgebiet. Da ist doch Kuss auf die Nuss, Chat. Genau das Buch. Não. Black screen, never Brastel. good. Hallo. Ja, wow. Wir sind am Arsch der Heide gespawnt, Chat. Thank you for the card. Ich sage perfekter Start, Chat. Oh. Das ist gerade gestorben. Dann reiten wir mal aufwärts. Zu unserem Spotty-Spot. Aqui, ó. Moin Leute. Sie einmal schnell durch. Susi, wollt euch nicht erschrecken. Ich bin freundlich. Sie nur einmal durch. Dankeschön. Wie nice, Bro. Ich will dich sowieso nicht umbringen. Ih, gente, ali na frente acabou de descer. Riesenleck. Hilfe. Hör auf. Wieso, Chat? Desceu ali na Why we have these legs? Why? That's not good. Desceu lá pra baixo. Das ist halt richtig beschissen. Du hast 7. Aí, Dann cara, müssten wir da rauf, da runter. So, 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 so. So. Beschissen. Egal, Chat. Machen wir uns erstmal die Karte, fahren wir da ein bisschen. Und dann können wir zurückgehen. So, warten wir da schon 90 Sekunden. Ja. Nicht, dass wir vorhin abgestochen werden. azul. Wäre wichtig. Wir müssen immer ein bisschen warten. Ja, wir picken. Essa é horrível. Eu vou estar com ela. Foi eu que abri o cofre, Matheus. Komm, jetzt schließt das endlich hier. Wow. Aqui o bastão, aqui o bastão. Close! Ab an die Arbeit. Foi eu que achei. For my mistress. Jäger. Nein, ich Idiot.
Digga. Was soll die Scheiße? Wait. Nochmal von vorne, Chat. Oh, wir haben ja. Ah, tô vendo. Haben wir das? Wir haben ja anderes Zeug gehabt, Chat. Ganz vergessen. Wir sind ja auf Fluchtmodus. Wir sind ja auf Será que tá Fluchtmodus. Me for my mistress. Eu vou pegar. Eu peguei, mas ninguém tá na luz. Eu já tenho. Eu não consigo levar. Digga, wieso trifft das nicht? Oh oh. Ciao. What pleasure. The blue one! 55k. Porção. Hier ist nicht die Welt, meine lieben Damen und Herren. Aber kann natürlich auch schlimmer sein. Gut, raus und farmen. O medalhão tá bem aqui na nossa frente, ó. Tá lá. Vamos morrer nesse que tá lá. Alter, stieg nicht aufs dumme Pfad. Gente ali na frente, ó. Gente ali na frente. So, Futter Tô te rein. tirando. Abbau. Ich bedanke mich für die Spenden. Alter, wieso? Chat, ich mag's. Zero. Wenn's laggt. Besonders am Black Gente aqui, Zone. gente aqui. Es ist nicht gut, wenn es in der Black Zone laggt. Tem, tá vendo passando? Eu acho que os negócios tá lá de cima olhando a gente. Essa parada tá em cima da montanha. Nós tem que ir. Digga, wieso laggt das so? Nós tem que ir. Bitte, liebe Ich Spiel, bin auch läge nicht mehr. Danke. Very nice. Esse é bem aqui na frente. Vamos pro outro lado. Vamos pra esse lado de cá. Olha lá, tá de moto lá em cima, ó. Tá de moto lá em cima olhando a gente. Os dois. Já tá descendo, Matheus. Já era, lascou. Ali, Matheus, ó. Das werde ich auch nie verstehen, wieso man Leute umbringt. Wenn das Zeug nicht Pois einsammelt. é, vamos pegar a moto. Bota o carro, sai daqui. Nie lang am gleichen Platz bleiben, Chat.
Immer in Rotation bleiben. Wurst, wie geht's? Wie steht's? Matheus, aqui nós é alvo fácil. Vambora, pega o carro. Aqui nós é alvo fácil. Não. Eu só tenho 37 balas. Aí, vambora. Natürlich Vamos lag's pegar o wieder. carro. Komm, Vögel. Olha. Vou ficar aqui. Schon wieder besser. Das höre ich gerne, Wurst. Vai, tô dentro. Marquei. Spielst du auch gerade? Nee. Alle offline. Tiro lá em cima na montanha. Tiro lá em So, cima na nächste montanha. Karte. Onde eu quero ir? Digga! Você não tá. Tiro. Onde você tá indo? Digga, es laggt wieder. Wie Sau. Wie kann man so spielen? Willst du was zusammen machen? Ich bin jetzt auf Blackzone, ein bisschen Erz fahren, Wurst. Outra pessoa aqui? Aber ihr könnt, also um später, glaube um 8 Uhr, kommt ein Kollege noch online vom Geschäft. Der hat auch mit Albion angefangen, dann erkläre ich dem Albion. Also heute Abend wahrscheinlich weniger, außer ich werde in der Blackzone gefickt zu oft. Dann überlege ich es mir nochmal. Troca aqui, bota você. Alter, es kann doch nicht sein. Digga, wieso laggt das so? Vai Ja, pegar o mach carro, mal die Marquinhos? in Ruhe. Ja. Alter Schwede. Scheiß Ah, você Lags, tem que wirklich. dirigir. Ich brauche die Punkte. Für Não, die não, Kiste. é sniper. Porra. Vai, vai. Der ist natürlich auch saftig, knaftig. Vira aqui na frente. Merda. Ixi. Cadê você, Matheus? Cadê você? Das war Nossa Senhora. fucking close. Das habe ich nicht gesehen, wie viele Punkte wir bekommen haben. Den Boss mache ich mal fix nicht. Gar keinen O Bock. que você fez? Wir Eu gehen jetzt levei umas ins 3 Dungeon runter. pauladas e ainda. Por que você tá com pouca vida? Você tinha medo de tudo? Ela tá jogando sozinha. Haben wir hier. Cash. Gefällt mir. Nehmen wir immer gerne die 50k. Jesus Christ. Was bist du gerade am machen? Oder langweilt dich schon Albion?
den hier. Nehmen wir das Ai, hier. se chega é muito. Gut ist. Esse agora você tem. Ja, Gabi, nicht so motiviert, sagen wir so. Ja, bei Ah, mir ich ist auch sehe so ein noch. bisschen. Esse eu nunca joguei. Aber ich glaube, bei mir wegen Diät. Não, tava aquele outro lá. Allgemein com einfach müde. Aber wenn ich jetzt noch meinen Kollegen da reinhole und der reinkommt, ein bisschen Cash hat, dann kann er mit uns auf Jagd gehen in Red Zone. Irgendwie die Jagd macht richtig Spaß. Oder wir können auch Jagd in Black Zone machen, so Tier 5, Tier 6. Die Einhandaxt, oh, nicht schon wieder der. Ja, tá tudo bem. For my mistress. Zack, tot. What pleasure. Não, aqui tem que. Und wir haben Eu marquei lá, mas eu acho que não tem. 139k in unsere Pockets. Mashalom. Nossa. Na onde? Da siehst ja schon mal was, Chat, Alter. Jo, klar. 90k. Keine Ahnung. Zuerst aufsteigen, Chat. Oh, scheiße. Schon ewig nicht mehr eine Drohne gehabt. 21k. 17 Bücher. Das war normal. Tá morrendo. Das nehmen wir mal. Habe schon ewig nicht mehr eine Drohne gesehen. Das ist, ich glaube, die erste seit 2 Wochen oder so. Nossa, achei um monte de baú, Matheus. Não, cara, não. O que você fez, meu? Da ist jemand gestorben. Ixi. Tomei. Tô de 2 contra 1. Ja, bleib schön dort stehen, danke. Sehr nett von dir. Very friendly. Hä? Lass mich in Ruhe. Digga, der läuft hier einmal ringsherum mit. Unglaublich. Nossa, você tá longe demais, cara. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Komm, sind komm wir mal viele. 25.000 Leben, Digga. Wer killt die? Im Mist haben die nur 7.000 Leben oder so. Hier wieder 100. Tá bom.
Ja, 27k Chat, es läuft. Banditenüberfall hat begonnen. Juckt uns nicht. Obwohl wir es auch eigentlich machen sollten. Weil uns fehlen nicht mehr viele Punkte bis hier voll. Hätten wir noch eine Kiste. On top. Tem gente aqui. Pois é, mas não adianta. Ich glaube, die kleinen Lichter wollen hier sagen so, geh nicht rein, geh nicht rein. Mit deinem ganzen Loot, wo du dabei hast. Komm. Ele também tem um monte de arma. Tá vendo? Ela tá salvando o amigo dela. Se eu tivesse dela, ela ia matar. Hatte schon wieder ein Lag. Kotze. Strahl. Tinha uma van bem aqui. Cuidado. Tem gente indo pra lá. Oi, indo. Olha gente ali, ó. Eu não sou que nem você não, Matheus. Eu penso com tática. 600k, Leute. Aí, ó. Pastete ist schon Halbzeit. Hallo? Hau ab. Kann er nicht. Seltenes. Chat. Aber nicht mit uns. Not with us. Ja, renn mir hinter noch wie ein Vollidiot. Chat. Ist auch ein Farmer. Mit Ochsen ist halt Fica com sniper. gefährlich, ne? Bauer, manda Bauer aí, cara. Weil da kann man schnell mal getötet werden. Dann ist man überladen und kann nicht mehr laufen. Tô tentando aqui. Dann ist man tot. Ah, alles Ah, abgegeben, sério? Chat. Zählt. Não tô escondida, eu tava tirando a outra. Então por que ela bebeu a bebida? Bebida, né? De um escudo. So, nachdem gehen wir zurück. Wir haben ein bisschen viel dabei.
Wir hier nichts riskieren, dass wir hier gefickt werden von irgendeiner Gruppe. Weil jetzt ist die Spielanzahl gerade gestiegen. Es sind 16 bis 50 Spieler hier drin. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ja, wir müssen außen rum. Und da oben ist wieder jemand gestorben. Beim Lager. Olha, tá vendo o que elas fez? Fickt euch ins Knie. Hast du geschimmert? Nee, du bist ein normaler. Schade, ich dachte schon, er schimmert grün. So, Chat. We are back. Dann haben wir hier Blackzone-Einnahmen, wo wir alles reinhauen, damit wir am Ende des Abends sehen, wie viel Kohle wir gemacht haben. Wir sind jetzt bei knapp 900k, Chat. Want a trade? Ja. Eine Pastete brauchen wir. Vielen Dank, liebe Dame. My pleasure. Ja, me too, ne? Was braucht man eigentlich für Pastete, Alter? Braucht man richtig viel. Life is good, life is good. So. Ich denke, wir gehen jetzt nicht mehr in die Black Zone, weil Darius hat uns gerade geschrieben. Da gehen wir wahrscheinlich eher mit ihm in die Yellow Zone oder erklären ihm mal das ganze Zeug hier. Novo. Wo sind meine guten Boots? Cheio de baú aqui. Isso. Jetzt ziehen wir mal die guten Sachen an, Chat, ne? Wo sind meine guten Boots? Nee, Ordnung sorgen hier. Como que é uma branca? Ah, caralho. Você encontrou? Grüezi wohl. A gente tem que derrubar aquilo ali, ó. Hello. Ich bin auch Discord oder was? Nein, jetzt geht's, glaube ich. Hoi. Jetzt geht's. Perfekt. Grüezi. Wie heißt du in-game? Glaub gleich wie im Discord auf Shadowrak. Ich log mich jetzt gerade ein. Ela tá comendo ali em cima. Eu também. Freundschaftsanfrage ist raus. Ah ja. Ich habe einen Erfolg bekommen. Super.
alles. Where you headed? Let's go. Top. Du bist jetzt in Dings. Jetzt gerade neben Bridgewatch in der Nähe. Okay. Hast du viele Sachen? Nein, im Fall nicht. Also jetzt gerade habe ich noch viele Fälle dabei, weil ich noch Fürsten nicht habe. Ja. Aber die kann ich einfach schnell verkaufen. Aber es sollte gar kein Thema sein. Eigentlich. Ich habe viel Stuff, das ich halt in dem Sinn. Ich bin so Feuerwerkzeuge und so, die ich nicht gebraucht habe. Ah weil ja, ich Verwendung dafür das gesehen. schmeiß ich weg. Das lasse ich wahrscheinlich gerade dort. Oder so, ja. Nein, sonst habe ich glaube wirklich noch nicht viel. Jetzt mal schnell noch auf die Bridge. Willst du nachher dem Fall mal auflaufen zu dir? He? Ja, das ist nicht weit. Du bist ja recht schnell. Du musst einfach schauen, dass du nur gelbe und blaue Zonen laufst, nicht in die rote Zone reinlaufst. Ah ja. Ja. Rote Zone kannst du sterben und alles ist weg. Ja, das nehmen wir nicht. Nope. Machen wir gerade noch so schnell. Ich gerade noch Pode eine Gruppe dançar, ein. não? How do you do? Ali, tem gente ali, Matheus, ó. Caiu, caiu no chão, caiu no chão. Ai, ai, ai. Corre, 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 corre. Ele vai salvar o outro, corre. Vem. Corre, corre. Tá bem, querido? Lascou, lascou. Ah! Fala sério. Vai atrás de você. Yes, garoto. Salve, salve. What's broken? Bora correr. Ih, eu tô com pouca vida. Wie viel Silber hast du schon? Wenn ich jetzt gerade schaue, 412k. Ja, aber es ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, weil ich halt den Guide geschaut habe und das ist so. Ich bin recht vorangekommen durch den. De cor, não? Ja, Aber der hat mir dann halt auch irgendwann mal so gesagt, so, ja, jetzt heisst es einfach grinden. ja, das ist in dem Spiel so. Ixi, enche a sua. Pura você. Aber die Frage ist halt, also, was kommt nach dem? Also ich habe jetzt in dem Sinn ein Set zum Bürschnern Ja, und ich habe ein Set zum Grinden und habe das jetzt halt relativ lang gemacht. Bin mit T4 Sachen bin ich bis T6 Gebiet und das funktioniert super so. ja, das ist auch easy so. Aber eben die Frage ist halt, ab wann die nächste Waffe, ich habe mal nachgelesen, wie Shadowcaller sollte etwas vom Besten sein. Aber bin jetzt halt in dem Sinne immer nur mit meinem Curse-Staff unterwegs gewesen, darum weiss ich noch nicht so genau, wie, wo, was alles mitnehmen. Segura, Matheus. Das Ding ist halt so, deine Waffe leveln ja immer. Ja, Und mit jedem Level bekommst du halt auf deine Waffe ganz kleine Specs. ja, Und darum eigentlich halt für PvP so richtig, dann Nein. brauchst du halt hohe Specs, weil halt wenn du gegen ein Spiel spielst, wo
100er Spec hat oder sogar mehr, dann ist halt schon ein kleiner Nachteil, Ach so. bis ein großer Nachteil. Du levelst eigentlich deine Waffe die ganze Zeit, plus halt die anderen Stäbe in der gleichen Sektion quasi. Ah, Level auch alle eigentlich so auf Level 75 rauf, weil dann kannst du die Stäbe, die du wirklich hauptsächlich spielst, bis auf 120 rauf stacken. Ja, Und dann hast du halt die meisten, ja, dann hast du halt die meisten Stacks auf deiner Waffe. Und das braucht halt, also wenn du es halt nur in der Yellow Zone machst, braucht es halt brutal lang, weil du halt sehr wenig Ruhm bekommst pro getöteten Mob. Darum kann man halt entweder in eine Red Zone gehen, weil dort sind eigentlich alle Spieler trotzdem noch freundlich und du siehst unten auf der Karte, wenn Spieler drin sind, die sich markiert haben, wo andere Spieler töten wollen, siehst du, wie viele auf der Map sind. Und dann, wenn du so irgendwie nur 5 Stück hast oder so, dann ist es easy. Sobald es mehr als 5 sind, dann will ich auf die Karte wechseln. okay. Und Albion wirst am Anfang halt, wenn du angegriffen wirst, sehr oft sterben. Das ist Ja, halt habe ich einfach, herausgefunden. das ist es so. Aber du gehst auch nur in so Zonen rein mit halt 4.1 Equipment, günstige Equipment. Das ist halt, wenn du es verlierst, ja, scheiß drauf. Kann ich es wieder kaufen, selber herstellen, wenn man das auflevelt, herstellen. Dass es keinen großen Schaden macht. Ja. Oder halt mit die richtige teure Gear, wenn du mal irgendwann hast, machst halt eher halt Yellow Zone was, PvP, PvE-mäßiges. Du kannst schon sterben, aber du bist einfach ausgenockt. Das Ja, sieht ist man. einfach Repkosten. Ja, genau. Ja, das ist das, was ich jetzt gestern so ein bisschen erlebt habe. Ja, dann ist halt. Wenn du dort teure Waffen hast, ja, das gehen die Repkosten auch richtig auf. Hast du Premium gekauft? Nein, ich kaufe Nee, jetzt okay. nicht, ich habe es mir überlegt, noch zu kaufen, aber jetzt momentan noch die 3 Tage Premium, Ja, ja. weil wenn- ich die erst eingesetzt habe Ja, gestern. also Albion ist halt so, du musst halt, das Einzige, wo halt, also du kannst natürlich Premium auch kaufen mit Echtsilber, aber das ist glaube ich jetzt gerade Die 23 Millionen habe ich ja, gesehen. 24 Millionen. Hört sich jetzt noch mega viel an, aber irgendwann ist easy peasy. Ja, Wenn 2, 3 Wochen mal gespielt hast, hast du das eh auf der Bank. Aber so halt eben vom Anfang lohnt sich schon. Also ich habe 3 Monate Premium gekauft, weil ich auf den Skin gekauft habe. okay. Und wenn du Premium kaufst, sag mir Bescheid, weil dann schicke ich dir einen Code. Wenn du dann quasi das Premium wegen mir kaufst, Ah, bekomme da ich bekommst du noch einen Bonus dafür. 500 Gold. Ah, okay. Zum Beispiel meine Freundin hat das bekommen. Wegen mir. Und dann, also ja, ist einfach halt 500 Gold. Ja. Das kannst du dann zu Ja, echt Silber machen oder kannst auch als Skins wieder kaufen, je nachdem, was du willst. Ja. Und wenn ich oder Premium kaufe, dann kann ich über die Link kaufen. Und schon die 500 Gold. Okay, Ja. aber das ist noch geil gemacht eigentlich. Ja, darum so große Streamer und darum haben die auch so viel Cash. Da natürlich über Ja. den Link kaufen und dann, ja. Fair, ja. Aber eben Albion ist halt, du musst richtig viel lernen. Grad Ja, so- das ist noch recht komplex. Also ich bin noch recht verschrocken. Ich habe mir so eine Guide reingezogen, die bis auf, glaube 5 Stunden aufzockt. Und du kannst halt relativ viel skippen am Anfang. Durch das. Eben darum bin ich jetzt schon auf T4 oben. Aber es ist halt noch recht viel Materie, wo ich halt so ja, hin und vorne nicht checken, wie das genau funktioniert. Oder mich gar noch nicht damit haben können auseinandersetzen. Ja, du kannst halt in dem Spiel so viel machen. Weißt du, kannst, also ich mache jetzt immer so
am Oben gehe ich Black Zone, weil dort halt am meisten Raum bekommst und auch die besten Rohstoffe und gehe einfach die ganze Zeit Erz farmen, weil ich Erz schon auf T8 aufgelevelt habe. Ja. Und dann holst du halt richtig viel Cash raus. Also ich bin jetzt Ist es schnell. schlimm, wenn ich durch eine rote Zone durchsäcke? Ja, ich würde es nicht Okay, machen. gut. Du kannst auch schön unten durchgehen. Also jetzt echt ein perfekter Weg in die Stadt. Ich bin jetzt oben durch, ich gehe jetzt zuerst auf die andere Stadt und von der anderen Stadt nachher weiter. Maybe it's the wrong way gewesen, aber jetzt bin ich fast zu weit zum Wiederkehren. Ich bin jetzt beim Martlock unterwegs, dass ich nachher raufkomme. Du bist ja bei Tedford, oder? Nein, ich bin bei Lim Trust. Oh shit. Ja, port schnell zurück. Kannst du, wenn du auf dem Retier bist, kannst du dich Ja, zurückporten, ja, dann ja. bist du gerade in Brightwatch und dann kannst du. Aber gibt es irgendeinen Vorteil von diesen Städten? Jein. Also halt, durch in jeder Großstadt hast du halt das Portal im Black Zone, wo halt auch wieder bei der Black Zone verschiedene Standorte hat, plus halt jetzt Lim Trust ist halt umgeben von zum Beispiel jetzt Waldregion. Waldregion plus halt noch Wüste ein bisschen und oben ist noch Erz. Ja, dann hast du natürlich mehr, gerade rundherum mehr Leder und mehr Holzzeug. Darum ist zum Beispiel die Ökonomie ist schon gemacht von Spielern in dem Game. Ja. Da macht es auch nicht immer Sinn, wirklich in deiner Stadt alles zu verkaufen. Weil halt die Rohstoffe, die es gerade um die Stadt geht, natürlich dort eher günstiger sind. Da macht es manchmal Sinn, wenn man halt seinen Ochs vollpackt, dann kannst du auf Google Albion Markt gehen und es zeigt an, wo welcher Rohstoff gerade am teuersten verkauft ist. Ah, Weißt du okay. schon da, verkaufst du es und so machst du dann am meisten Umsatz. Genau Okay. das Gleiche ist halt mit Sachen herstellen. Wenn du wirklich halt mega viel herstellst, dann kannst du auch schauen bei der Stadt, okay, wo hat es quasi, zum Beispiel Limtros hat 40% auf Faserveredelung. Mhm. Also die Chance, dass 40% von der Sache, die du einsetzt, bekommst du wieder zurück. Dann Ah, da okay. kannst du quasi mehr herstellen. Zum Beispiel ich reise immer nach Tedford auf, um mein ganzes Erz zu verarbeiten. Ja. Und so kannst du halt deinen Gewinn noch maximieren. Plus halt, es gibt immer so bei den Aktivitäten, aber jetzt zum Beispiel jetzt tägliche Events, hast du bei Höllentore hast du mehr Ruhm und mehr Beute und tägliche Produktion ist Armbrust und Speer. Und wenn zum Beispiel dort die 10% halt auf Erz sind, auf Stahlwaren, dann tue ich erst alles verarbeiten. Weil dann habe ich Ja. halt durch das nochmal 10%. Oder? Gerade so, wenn du hohe Sachen verarbeiten, dann macht das halt schon ein paar hunderte, tausende von Franken aus. Also Silber. Ja. Ja. Okay, ja, nein, macht schon Sinn. Ja, aber mit so Sachen befasse ich mich gar noch nicht. Ich habe auch gedacht, eben so, was es alles an Berufen gibt und so. Ich denke, Ja, ich würde mich halt auf einen Beruf spezialisieren. Weißt ja. du, dass du da richtig pushen tust. Zum Beispiel eben Küchnern und die anderen Sachen dann so hinterher hochziehst. Weil wenn du halt das Küchnern am Schluss auf T8 hast und du gehst noch in die Black Zone und tust die Sachen farmen, dann kannst du halt machst du mit richtig viel Cash. Okay. Ja, dann mache ich das weiter, weil das habe ich jetzt Ja, schon voll. einigermaßen hoch. Weil du hast ja auch in dem ganzen Baum, wo du alles auflevelst, hast du ja auch die Bücher oder die Lernpunkte, wo du dann Ja. einsetzen kannst, wenn es 20% erreicht hat. Und dann kannst du halt eins pushen, dass halt einfach dort mega weit kommst und die anderen Sachen kannst du einfach so, ja, wie soll ich sagen, so nach und nach hochholen. Weil eben ich habe jetzt Erz T8 und die anderen habe ich Baum, also Holz habe ich auf 5 und Küchnere auch von 5 und ja, Stein zum Beispiel erst von 4 und auch Faser von 4. Das könnte ich nachschauen.
Ja, mir ist halt Kirschner auf 2 von 100. Aber Ja, also das ist einmal das Level wahrscheinlich von. P4 jetzt. Genau, das Aber okay, für Expert bin ich bei 11.000 von 140. Das heisst, ich brauche dort irgendwie, ja, was sind 20%, wahrscheinlich etwa 25.000 bis 30.000 Raum, bevor ich es kann, eins weiter rauf tun. Genau, und eigentlich, wenn du 20% erlernt hast, quasi, das nächste machen, dann kannst du es einfach mit deinen Büchern Ja, dann bekomme hauen. ich noch T5 in dem Fall dann. Genau. Und dann kannst du es immer so weitermachen, bis du T8 bist. Und dann natürlich, wenn eben T4 oder egal was du farmst, geht das eigene Level dann auch noch rauf, weil dann bekommst du auch nochmal Bonus beim Farmen und es geht dann noch schneller beim Farmen. Ja, was ich mir jetzt halt überlegt habe, ich weiss nicht, die Punkte, ob man die halt wirklich en masse bekommt oder ob ich die verpackt habe, weil ich halt teilweise bei meinen Waffen das innen tue, aber die Waffen werden ja immer mitgelevelt. Also wenn ich gerade einen Ja, gesehen voll. habe, der irgendwie oben ist, oder bei 20% ist, habe ich halt einfach schnell 14 Punkte ausgegeben, damit sie Ja. nachher springt. Nee, Waffen würde ich nicht machen, weil wenn wir unterwegs sind und Mobs klatschen, bekommst du genug Erfahrungspunkte. Das ist wirklich nur Nämlich Sammelsachen oder wenn du Sachen herstellen willst, kannst du die Punkte investieren. Weil ohne Premium bekommst du 10 Punkte am Tag und mit Premium 30. Ja, okay, okay. Und so, ja, eben, ich bin jetzt 3 Wochen am Spielen, glaube ich. Und jetzt muss ich immer sparen, weil jetzt habe ich genau noch 60 Punkte. Okay. Ja, Das heisst, ein bisschen sorgfältiger umgehen. yes. Ja, du kannst aber auch, glaube ich, Respect, oder nicht? Zurück. Auto-Respect. Ja, kannst du auch. Ja. Nein, ich will schon gehen. Also momentan habe ich noch 100, aber einfach, Ja, ja. dann gebe ich die nicht mehr einfach für irgendetwas anderes aus. Nee, ich würde es richtig so ins Küchner machen. Ja. Ja, aber macht ja auch Sinn dann. Ja, voll. Weil es geht schon lang, wenn du so, also jetzt finde ich Kirschner aufleveln geht irgendwie mega lang. Jetzt geht Das ab. Gefühl, ich bin schon Ewigkeiten auf T4 jetzt. Ja, beim Küchner ist halt so, du musst jedes Mal Mobs killen halt. Das geht halt auch lang. Ist halt beim Erz, laufst du einfach zu einem Erz zum anderen oder beim Baum oder bei Fasern. Ja. Aber es geht alles ein Zeitchen. Weil Okay. es sollte ja auch ein Zeitchen gehen, weil sonst wäre es ja auch lame, wenn plötzlich alle alles farmen könnten. So zack, zack. Ja. Ja, Ja, weil einfach teilweise eben die Fälle haben da unterschiedlich wären. Das T4 Fälle habe ich, glaube ich, wie 100 Stück kann sie für 4000 Silber verkauft. Und ich wie T2 habe ich wie 200 und sie für 14.000 verkauft. ja. Aber nachher so Oh, Achtung. ab T6, T7, T8 geht der Preis enorm auf. Okay. Also ich glaube T8, ein Fall, ist glaube schon um die 7000 Stutz oder so. 8000. Crazy. Ja, halt Also noch in dem Fall sind 400k gar nichts. He. Nein, Albion ist es nicht. Aber du tust eben Step by vorne, Step hallo, wirst Leute. reicher langsam. Ja. Ja, und ich finde es gut an Albion. Du Wow. hast so keinen Druck, dass du Was viel los, zocken Leute? musst oder irgendjemand musst hinterher rennen, weil es andere ein höheres Level sind. Weil keiner hat irgendwie ein Level, sondern jeder macht so sein eigenes Zeug. Mhm. Und auch eben Silber kannst du auch mit deiner eigenen Insel verdienen, wenn du mal Premium geholt hast, weil du kannst Sachen abpflanzen und die Sachen kannst du auch wieder verkaufen. Und dann ist eigentlich so eine, wie so eine ja, Passives Gelddruckmaschine, Einkommen. genau, passives Ja. Einkommen, plus du kannst auch noch Tiere züchten etc. Oder, also die Reittiere zum Beispiel kann man auch züchten. Weil zum Beispiel du hast jetzt immer die Hirsche töten, oder? Ja, aber also eben, das heißt das Baby-Drop von denen habe ich Ja, noch keins gesehen bis jetzt. Nein, mach Ja, nur das ist Platz. ultra selten. Komm. Aber wenn so ein Baby droppt, dann kannst du es eben züchten. Plus, du kannst es dann, also du gibst dem Essen und du kannst es pflegen. Dann brauchst du deine Focus Points, die auch jeden Tag ein bisschen bekommst. Und dann ist die Drop-Chance, dass quasi, wenn es dann ausgewachsen ist, dass gerade noch mal ein neues Baby kommt. Ah, okay. Ja.
Weil, Und das ist einfach ein Reittier, das kannst du verkaufen kannst. genau, kannst du nachher mit dem Sattel, wo du herstellst, kannst du noch als Reittier verkaufen oder selber natürlich brauchen. Und halt, wenn du lucky bist, Und da oder kannst du auch noch so am Anfang hast du eins und nachher sind es 3, 4, 5 Stück. Ja. Weil du immer ein neues Drop bekommst. Und das ist halt am Anfang so eben, Du musst halt auch Geld investieren, dass du noch ein Geld zurückbekommst. Ja, ja, das Also, finde ich noch geil. Also, es weil- ist halt wirklich so. Weil zum Beispiel eben Inseln, ich glaube, die erste Insel kostet 20.000. Nachher, wenn es vergrößert ist, kostet, also wenn ich es jetzt vergrößere will, kostet es 1,5 Millionen. Dass du mehr Platz hast, Bauplatz auf der Insel hast. Ja. Und gestern haben wir auch noch 4 Eisbärenbabys T5 gekauft und züchten die auf. Kostet halt eins irgendwie 80.000. Aber du kannst in dem Sinn, wenn du jetzt sagst, du kaufst 2 Tiere, dass du die nachher in dem Sinn bei dir so im Stall lässt und sie einfach aufzüchtest, dass du einfach immer mehrere hast. Yes. Also die werden nicht verbraucht in dem Sinn, sondern Also, du kannst dann einfach eine Jein. Massenproduktion starten. Es gibt irgendwie eine prozentuale Chance, dass nochmal das Baby droppt. Ist halt nicht immer gewährleistet, aber echt die Chance ist schon recht hoch. Und dann kannst du sie einfach wieder gerade züchten oder sind sie dann noch verbraucht sozusagen? Also wenn es halt ausgewachsen ist es ausgewachsen, wenn es kein Baby droppt hat. Ja, aber wenn es nochmal ein okay, Baby okay, droppt, so. dann kannst du es nochmal machen. Mit Twitch Okay. sagt schon, sie verstehen nicht, wenn wir Schweizerdeutsch reden. Also wir Prost. können auf Hochdeutsch wechseln, wenn du Los, willst. wir wechseln auf Hochdeutsch, dann verstehst du was. Das passt mir auch. Ja, gar kein Problem. Ja, So, also ich wäre jetzt dann, wie hieß die Stadt? Lindprost. Wäre ich angekommen. Ich weiß es nicht, ich bin halt nach Bridgewatch gemarkt. Ich denke ich mal, also ich bin noch gelb. Kann ich Ah. das hier irgendwie ändern? wo bist du jetzt schnell? Ich stehe auf Ah. der rechten Seite von der Bank. Ich komme, da. Also kannst grad mal mit mir mitkommen. Hier bei dem Typen und sich gerade mal anmelden, dich flaggen. Ah, okay, hier Mission noch abgeschlossen. Flagge aktivieren in dem Fall. Ja. Weil da ist halt, da siehst du, was du hast. Also erstens, du musst halt Rang hochsteigen. Und wenn du halt in der Yellow zum Mobs killst, bekommst du so Münzen, Medaillen. Die kannst du dann eintauschen. So 9000 Münzen bekommst du so eine Kiste, wo recht tolle Sachen drin sind. Oder wenn du mal irgendwann hochgelevelt bist, kannst du auch so Schweinchen kaufen auf T5 oder einen Riesen-Eber auf T8. Sehe ich. Und wenn du So soon. am Farm bist, machst du dann Cash. Auch, also machst du die Münzen auch so. Jo. Es gibt da noch Banditenüberfall, aber das machen wir dann mal zusammen. Okay. Das sind dann, keine Ahnung, wie viel 300 Spieler, wo einmal durch die Map rennen und Sachen einnehmen. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig spielen, dass man nicht stirbt. Also weil ich mal hier alles, was ich mitgenommen habe, einfach mal in die Bank rein. Yes. Muss ich Kampfrüstung anziehen oder behalte ich die Kirschner-Rüstung an gerade? Kannst eigentlich. Dann zieh die Kampfrüstung an. Passt eigentlich schon. Ja, und der Stab, den du hast, ist halt ein recht starker Stab. Hat auch viel gekostet. Nee, das sind 12.000. Das war viel zu dem Zeitpunkt. Nicht. Ich habe Erz im Wert von 24 Millionen. Easy. Ich kümmere mich. Perfekt. Dann gehen wir hier wieder raus. Die haben gute Waffen. Oh, sind zu drei. Sind zu dritt, Taro? Dann gehen wir vorne mal raus. Eine down. Hast du so Lager gemacht? Lager? Ja, wo so auf der Map. Ah, die mit den Ruhmpunkten. Ja, genau.
bin ich bis jetzt eigentlich. Ich habe 2 abgeschlossen, aber in der Zeit wahrscheinlich ungefähr 20.000, 30.000 Silber verloren. Kann noch... Ja, wenn wir zusammen machen. Wir gehen dann ein paar Maps weiter. Shit. Keine Waffe mehr. Yes! Da bekommt man halt auch Ruhmpunkte, aber halt jetzt nicht so viel wie in halt Black Zone oder Yellow Zone, aber für dich ist halt jetzt, wenn du einmal stirbst, bist du bankrott. Aber bringt mir das was, dort Spieler zu töten, außer dass ich halt Ruhe habe und weiterfarmen kann? Oder ist das einfach. Also in Yellow Zone, Jo. also ich bringe da nie also Spieler um. Ich werde eher umgebracht als sonst was, aber. Beide tot. Ja, also jetzt wo wir halt gefleckt sind von der Stadt, der einzige Nachteil ist, dass andere von anderen Städten, wo gefleckt sind, uns Sind wir angreifen alle können. tot? Ist das eure Okay. Ja. Aber zum Beispiel andere Spieler, die auch gefleckt sind, die können uns nicht angreifen. Also von unserer Stadt. Jetzt können wir mal schon hier runtergehen, weil hier unten hat es mal ein Lager. Aber die werden dir nicht auf der Karte angezeigt, ne? Die Nee. findest du einfach random. Das ist so, meistens ist so halt so wie ein Gebirge auf der Karte, so ein Rechteck. Okay, also wirklich Camps auf der Map sind. Wartet, ich muss Ja, nicht und die muss man halt leider schon entdecken, aber halt wenn man oft unterwegs war, zum Beispiel eben hier, ist gerade eins, Okay, dann okay, können wir Hallelujah. wieder töten. Oh je. Eben die, zum Beispiel eben jetzt der hat gefühlt 3000 gegeben. Und wenn wir in Red Zone wären oder noch höher, geben die halt viel, viel, viel mehr. Also das ist das gefühlt das 10-fache. Wir haben auch höheres Risiko, gleich auch mehr Erfahrung. Oder Ja, Ruhm. genau. Aber halt Oh, eben, sobald du bisschen Silber auf der Seite hast, dann können wir auch easy in die Red Zone gehen. Das ist für dich ein bisschen. Ja, dass du sagen kannst, easy, ich kann mein Equipment easy locker wieder kaufen. oh je, der kommt. Ja, blaues Leder, kannst du den ausnehmen, oder? Oder noch nicht? Nee, noch nicht. Ja, okay, dann nicht den. Den kann ich aber. Das ist wahrscheinlich T6 oder so. Gib mich was. Nee, das ist T5, aber in Blau. Verzaubert im Blau. Ja, und dann kannst du es erst mit T6. Lohnt sich Schatztruhen? Hier geht eine Schatztruhe auf in einer Minute. Ja, die nehmen wir. Also, das ist halt. Also Schatztruhe kann grün, blau oder violett oder goldig sein. Ah, okay, die Ähm, sind weg. Die sind weg. Die sind weg. Und ja, aber es kann auch in der grünen, also grüne sind meistens so Bücher, Erfahrungsbücher, also Ruhmbücher. Ja. Das müssen wir warten, bis die wieder spawnen. Und halt sonst in allen anderen kann halt Rüstung etc. sein. Ah, es sind zwei, Karamba. Zwei gegen eins, ist unfair, hä? Tot. Tot!
Halt stolz. Stolz. Noch die hier. Das, ja, das kannst du die obere, ich nehme mal die untere. Ja, zum Beispiel jetzt, für mich waren 155.000 in. Also auch die untere Kiste looten, weil wenn wir ein Team sind, ist es immer gesplittet. Also ich hatte gerade Luck as fuck. Hat einfach, Was ein geschätzter Marktwert sind es 4.900. ich hatte einen T8 Umhang drin. Ah, crazy. Ja, auch wenn du manchmal so normale Mobs killst, können die richtig was droppen. Also ich hatte auch da schon zweimal einen riesen Drop, wo irgendwie 1,5 Ich hätte Millionen gestern wert auch war. was. Ein Helm oder so für 90.000. Einmal mancher Darius? Ja, Ich hab Hunger. schon. Ja, schon Nüni essen. Halbe Stunde essen. Ja. Also Nüni. Gut. So, jetzt gehen wir da oben raus, also Nordwesten. Aber das heißt im Moment für mich eigentlich einfach ein bisschen versuchen, Ruhm zu farmen und Kirschnerei leveln. Yes. Okay. Und eigentlich dann, wenn du Kirschnerei auf T7 hast, dann könnte man easy in die Black Zone gehen, weil in Yellow Zone findest du halt sehr selten T7. Minha saiu, Matheus. Okay. Wurst hat mir jetzt ein T7-Schwein für 1,1 Millionen gekauft. Maschallah Wurst. So, jetzt müssen wir einmal schon hier links durchlaufen. Das Gute ist halt, hier hat so viele Schweine. Du kannst dich zu Tode farmen. Ich sehe es. Und die können auch theoretisch ein Baby droppen hier. Ne, die nicht. Okay. Die sind noch. Muss größer sein. Muss, ich glaube, T5 Schweine sein sollen jetzt, keine Ahnung. Sehe ich irgendwo hier, welches T, also welche Stufe wir sind? T5, T6? Wenn du N drückst, dann zeigt sie die Karte an. Ah, okay, ich sehe. Siehst du auch, was du hier farmen kannst, bis welcher Stufe und wie viel Prozent quasi sein kann, dass es Zauberer sind. Also normal sind eigentlich immer so, ja, so ab 10 bis 14% und Black Zone gibt es so Zonen, wo es dann bis 29% gibt. Okay. Noch hier durchlaufen. Das sind ein paar Spastis, wo andere Ja. töten. Dann gehen wir hier rechts. Hinten sind noch ein paar Lager. Ist es klüger mit einer Axt zu spielen als mit einem Stab? Nee, das ist halt so in Albion gibt es gibt schon natürlich Meta-Waffen für PvW oder PvE, aber es gibt jetzt nichts, wo man sagt so, ja, du musst das spielen, sonst ja, also gar keine Chance. Also eigentlich so musst du gucken, was dir am meisten gefällt. Ah, hier, den können wir nehmen. Halt die Axt, wo ich gerade spiele, macht halt richtig viel Damage. Schon recht stark. Und halt kostengünstig.
sag ich mal. Aber dein Stab ist halt auch in der Ulti richtig. Also Ulti ist meine Enemy an, ne? Ja. Wenn du ja 4 Stacks hast auf den Gegner und die dann machst, du machst ja am meisten Schaden. Jo. Und wenn du halt, also deine Waffe ist halt, du gehst halt nicht frontal, ne? Du läufst immer vom Gegner weg, schmeißt das drauf. Dann, wenn er 4 Stacks hast, machst du eh drauf. Du musst halt immer gucken, dass du halt ja, Abstand hast zum Gegner. Ja, das ist jetzt mit der, ich glaube auf 40 bekam ich diese hier, die laute Gegner ziemlich stark. Darum ist eigentlich noch recht einfach. Ui! Genau, das kannst du halt quasi, wenn du rückwärts laufst, schmeißt das immer in den Weg. Dass er immer ausweichen muss. Jo. Eieiei. Da muss ich dann mal ausprobieren. Denke mal, wenn ich ein bisschen was für dich habe, dann gucke ich mir mal 2, 3 Waffen und habe auch gesehen, dass die Leute irgendwie mit Crossbows oder Pfeil und Bogen spielen. Das ist auch geil. Also, ein Bogen macht auch richtig Spaß. Und ja, du kannst ja noch, Ja, ja, ja. das sicher gesehen, manchmal schwirren da so blaue Dinger rum. Die Irrlichter meinst du? Ja, genau. Da kannst du reingehen und dann bist du so ein Mist, wo du auch Camps hast, Kissen etc. Aber sind das nicht auch irgendwie Red Zones? Nee, also wenn du in die Yellow Zone reingehst, dann ist immer noch Yellow Zone. Sobald du in Red Zone reingehst oder Black Zone ist natürlich, dann kannst du sterben. Aber da kannst du halt quasi PvP lernen. So. Okay, weil es einfach im Sinne, du stirbst nicht, aber du bekommst einfach die Rep. Also die Rep. Ja, also wenn du dort getötet wirst, fällst du aus dem Mist raus. Quasi. Ja. Aber eben Waffe muss man einfach halt gucken, was einem Spaß macht. Die Axt, wo ich halt habe, ist halt PvE und PvP halt strong. Sie macht halt sehr viel Damage, was Mobility, Lustig. kann sich auch hochheilen etc. Ja. Also das ist bei mir ein bisschen fehlt. Wenn du Das das ist der mir zu zweit Self. bitte. Ja. Aber eben, Ich weiß du kannst nicht, mit wo. jeder Waffe brillieren. Ich Also auch. es gibt, ich folge, ich glaube, 2 YouTubern, Equad und auch Stalker. Und die machen zum Beispiel, Stalker macht immer so Hero to Zero. Das heißt, er macht einen neuen Charakter und innerhalb von den 3 Tagen Premium levelt er die Waffe auf Level 100 hoch. Irgendwie in 11 Stunden Spielzeit. Aber eben, das sind halt Leute, die das Spiel verstehen. Die schon x tausend Stunden drin haben. Ja, ja. Tot. Ja. Haben wir die Kiste freigeschalten. Die töten wir halt noch hier. Wir töten halt hier beide. So, oh, eine blaue Kiste. Gucken. 37.000. 2 Bücher. Ja. Einmal eins mit 20.000 und zweimal mit 10er. Das ist am profitabelsten in dem Fall, einfach diese Camps einnehmen hier. Ja, jetzt so ein Yellow Zone, ja. Weil die Camps können manchmal auch noch eine Karte haben. Dann kommst du in Bots Dungeon rein. Wie gesagt, dann wird es dir auf der Karte angezeigt und dort gibt es halt nochmal extra Loot. Was hältst du von so Dungeons im Allgemeinen? Also ich habe jetzt gestern, habe ich mal irgendwie 3 Dungeons oder so gemacht, YOLO Dungeons. Nee, Das ist nicht cool, das nein. ist einfach...
ist leider gibt's zu wenig Revenue. Also es gibt noch, das habe ich mit Urs letzte Woche gemacht, einem Zuschauer von mir. Fährten lesen. Also vielleicht auch schon auf der Karte sind so Fußspuren am Boden. Und dann kannst du die lesen und dann jagst du quasi einen Mob. Und der gibt dann auch recht viel. Ah, nee, das hast du noch nicht gesehen, weil du noch nicht in Red Zone warst. Der gibt dann auch halt ja, Silber und halt Gegenstände, wenn du am Schluss ihn tötest. Okay. Das macht noch Das recht kenne Spaß. ich auch gut. Okay. Ja, Muss ich den ausprobieren. ja, also Red Zone, das machen wir dann in einer Gruppe. Safer. Und die Gegner, die können uns jetzt nichts machen hier. Nee, weil sie auch von der Stadt gefleckt sind. Okay, wenn sie jetzt von Bridgewater können, wäre es ein PvP-Fake geworden. Ja, oder wenn sie gar nicht gefleckt sind, könnten sie uns auch angreifen, aber weil sie gleich gefleckt sind, können sie nichts machen. Darum sind sie auch wahrscheinlich weitergegangen. Also wenn ich Langeweile habe, kann ich einfach in eine andere Stadt gehen und dort Leute abfarmen. Ja, aber Reward ist jetzt nicht so brutal, bloß halt in der Yellow Zone laufen die meisten Leute mit sehr hohem Gear rum. Du kannst halt nichts verlieren, also die machen dich dann durch Schnecke. In der Black Zone findest du halt viele Spieler, wo eher günstiges Equipment anhaben. Weil sie ja. Okay, schöner Bug. Der ist bei mir unter dem Boden. Bei mir auch. Okay. Ja, aber trotzdem tot. Aber da jetzt eigentlich das Spiel keine Rolle, weil ich Waffe ich spiele. Ich muss schlussendlich alle oben haben. Ja, also halt einfach die Waffe, also wenn du eine Waffe, also sagst, okay, die will ich. Also wenn du zum Beispiel Bogen spielen willst, dann machst du halt zuerst mal deinen Bogen, wo du wirklich spielen willst, richtig hoch. Und dann machst du alle anderen Bögen auch hoch. Ja, aber eben, jetzt am Anfang probier dich aus, was dir am meisten gefällt. Und eben halt, am Anfang macht halt, je niedriger das Level von der Waffe ist, desto weniger Schaden macht sie halt. Also, darum nicht so entmutigt sein, wenn du eine neue Waffe ausprobierst jetzt und dann denkst du, hä, aber warum habe ich viel mehr Damage gemacht? Ja, ist klar, weil die neue Waffe noch keine Levels hat. Nur Ja, zwei klar. Punkte. So. Gehen wir mal. Ich glaube, könnte noch eins da oben sein, auf der Halbinsel oder was auch immer ist. Aber hier ist so viel Erz. Schade. Dann könnte noch oben rechts eins sein. Und sonst halt, wenn du so in Yellow Zone unterwegs bist, so normal, die normalen Mobs töten bringt eigentlich nichts, aber sobald ein Mob quasi gelb umrandet ist, dann kannst du den auch töten, weil der gibt halt viel mehr Ruhe. Die normalen Das ist Mobs, so eine Elite, ne? ja, die normalen Mobs geben halt nothing. Ja, nee, der nicht. Den kann man auch umbringen da, aber müssen wir jetzt nicht machen, weil der auch schon Elite ist. Aber es gibt dann Mobs, wo so gelb umrandet sind, plus es gibt dann noch ganz hohe Mobs, die sind gelb umrandet, wo die Umrandung so zackig ist. Ah, hier ist leider auch keines. Gehen wir in die nächste Karte rein. So, hier
Warte. Ich habe Geld. Money, money, money. Ich muss hier runter. Lass mich hier runter. Ja, das Violette, ne? Ja, ja. Das sind so schnell mal 90k. Ja, crazy. Ah, ist leider nur eins. Also ich habe jetzt 2 bekommen und sind 23.000. Okay, nice. Und resetten sich die Maps auch wieder? Also wenn ich jetzt irgendwie die alle gemacht habe und eine Stunde später wieder komme, kann ich die Camps wieder machen oder ist das Ja, irgendwie... also aber ich weiß jetzt nicht genau den Reset. Wie Okay, aber die schnell. haben in dem Sinne nicht irgendwie einen 24-Stunden-Timer oder so. Oh, geht schon lange, glaube ich. Aber ich weiß, müsste ich mal nachgoogeln, wie genau der Reset ist. Das A hat hier oben, hat die Ich meine, ich anderen. habe ja genug Platz eigentlich, aber einfach so. Ja, ja. Aber eben, blau, nehmen wir mit. Aber eben, wenn du es. Was ist der Grund, dass du mit der Fackel spielst? Ist das irgendwie einfach Common Thing, dass man die Fackel, weil sie irgendwie Abklingzeit gibt oder so, nur Genau, mitnimmt? Oder? gibt Anklimmzeit plus gibt ja, Mana-Regeneration noch on top. Und ist halt sehr kostengünstig, sage ich mal so. Ja. Kostet halt Dann muss nicht. ich eventuell wieder wechseln. Weil eben die Kerze, die ich habe, die Gruftkerze, die ist auch ziemlich geil. Aber Die teuer. halt Damage-Bonus ist teuer, aber du bekommst halt auch mehr Schaden dadurch. Ja. Also ich bekomme 6,5% mehr Damage von den Mobs, als ich müsste. Ja. Gehen zuerst auf den Bogentyp. Bei dem musst du aufpassen. Bei den dicken. Jetzt auf den. Achtung! Aber ja, zerstören die eh. Ich habe gerade noch die ganze andere Mannschaft hier reingeholt. Null Probleme. Solange du alles abfängst, ist es easy. Ja, ja. Ja, die scheiß kleinen Viecher musst du aufpassen. So, also jetzt so halt farmst du auch noch easy Silber. Jo. Und was du jetzt schon lernen kannst, ist eigentlich dein Mount immer in deiner Nähe zu haben. Weil wenn du nachher mal Red Zone gehst und wir killen da Sachen und wir sehen Gegner und steigst einfach aufs Mount und rennst weg. Okay. Jetzt hier ist eigentlich ist nicht so schlimm, aber habe auch jetzt keine Lust da von 5 Leuten getötet zu werden. Dann Verstehe ich. so. Das müssen sie ändern. Eigentlich finde ich, wenn du ein Camp komplett geleert hast, soll es eigentlich schon voll sein. Ja, der hat Angst vor uns. Warum ist er abgehauen? Weil der war jetzt zum Beispiel gefleckt. Oh, hier ist gerade nochmal eine Kiste getroppt. Geil.
In einer Minute 24, ready. Ich würde immer zuerst auf die gehen, wo Schaden über Ferne machen. Weil die sind also finde ich einfach am ekligsten. Weil die dich die ganze Zeit halt hitten können. Jo. Ich sterbe. Was? Nee, ich habe Nein. irgendwie einen Bot bekommen. Okay, Kiste ist episch. 220.000. Alter Schwede. Ich auch. Digga. Ja, ich hoffe, bei dir ist auch was drin. Das ist grün. Grün bei dir? Ah, sad. Ich bekomme wieder nur Bücher. Ja, weil. Ja, geh du auf den Dicken. Den müssen wir jetzt in 11 Sekunden töten. Weil ich will die Kiste hier. Hier drüben ist noch mal eine Kiste. Aber geh nicht zu nah an die Mobs. Perfekt, okay, die ist grün jetzt. Ja, okay, du hast mehr drin als ich. Ah, Darius, wie nimmst du die Sachen aus der Kiste raus? So einzeln oder mit Shift? Also Shift einfach alle Okay. anklicken. Genau, perfekt, gut. Gut, und Alter, ich habe heute so Glück. Darius, kommst immer mit mir mit 300k gemacht in der Yellow Zone. Also das Kann es aber auch. ist nicht normal, ne? Also Okay, okay. das Aber ist kann es auch wirklich- damit zusammenhängen, dass du einfach höher bist, dass du höhere Drops hast? Nee. Ich habe auch schon sehr viele Yellow Zone Sachen gemacht und nie so viel Cash erfarmt wie jetzt gerade. Okay, okay. Ich schicke dir nachher noch in Discord ein Video. Warte. Ja, da warten wir jetzt mal, weil die sind geflaggt, die können uns killen. Ein Video schicke ich dir, wo Eckboard, ein YouTuber, alle Waffen quasi einrankt von Tier S bis Tier D. Und alles die Waffen erklärt. Dann kannst du dich ja ein bisschen belesen. Okay, ja, safe, das wäre gut. Ich glaube, die sind fertig hier, ja. Auch noch nicht. Die haben richtig teures Equipment. Die würden uns zur Schnecke machen. Also nicht absteigen. Wie kann ich mir das angucken, ohne dass ich die angreife, wenn ich die anklicke? Also du kannst auf sie klicken und dann Y und dann zeigt sie an. Okay. Achtung, weg. Ja, die wollen. Dann warten wir hier. Gar keinen Bock jetzt gegen die zu fighten. Was? Ja, das Problem, was ich mit dem Stab habe, ist halt, dass ich halt mit dem E, was zwar viel Schaden macht, aber bis die im Moment eigentlich sterben, oder beziehungsweise sterben würden, ab meinem E sind die schon tot. Also mein E hat kein volles Potenzial in dem Sinne. Ja, das ist fertig. Schnell mein Schweinchen nochmal rufen.
Rückenkunde ist übrigens. Ja, jetzt warten wir mal, bis hier was kommt. Irgendwo habe ich gesehen, du hast so eine Premium-Belohnung irgendwie, dass du so Schlüssel sammeln kannst oder so. Ah ja, wenn du oben auf Aktivitäten drückst, dann bei Abenteuerung bekommst du da, wenn du die Schlüssel voll gemacht hast, bekommst du im Lehrbuch und unten endet in 6 Tage. Wenn du das voll bekommst, bekommst du einen dicken Bären und sonst kannst du auch unten die Kisten noch freischalten. Wie hole ich, also wie komme ich da am schnellsten an das Zeugs ran? Also, Farmen, Mobs killen, okay. Einfach dann weil das Spiel spielen. ja. Ja, Ja. Das, ja, je mehr du spielst, desto schneller hast du natürlich das voll. Und Ethic Speed ist ja auch teilweise crazy. Hm? Dein Ethic Speed ist ja teilweise auch crazy. Ja. So, Kiste. Ah ne, noch genau ein. Der da unten fehlt. Hier ist eine Karte links. Oh ja, nice. Perfekt. Dann können wir gerade das machen. So, aufsatteln. Also, das Dumme ist, wenn du in einer Gruppe bist, nur der, wo die Karte genommen hat, sieht, wo es ist. Okay. Also das ist ja immer ein Punkt, den du jetzt auf der Map siehst. Ja, genau. So ein Dungeon quasi, wo halt ein Boss drin ist. Der geht halt extra Loot. Das ist aber nur ein Boss und das war's, oder? Genau. Okay. Und dann am Schluss ist so eine riesen Kiste. Je nachdem kann da halt richtig was Fettes drin sein oder halt, ja. Also für dich ist jetzt eh gerade alles fett. Also für dich sind auch 30k schon viel. Ja, ja, nein, klar, klar. Aber weil wir es jetzt in der Yellow Zone machen, erwarten, muss man jetzt hier nicht so viel erwarten. Also hier eben, da Bosssteck. Und das Ding ist, andere Spieler, wenn die jetzt hier vorbeilaufen und auch halt das anhavern, sehen das auch. Wenn du das jetzt in einer Red Zone machst quasi, oder Black Zone, wartest du beim Eingang, bis 90 Sekunden vorbei sind. Dann zeigt sie unten im Chat an, das Dungeon ist geschlossen. Es können keine anderen Spieler mehr reinkommen. Okay. Weil wenn du natürlich beim Boss bist und ein anderer Spieler kommt rein, der fickt dich. Ja, okay, fair. Darum stehst du eigentlich hier. Wenn ein anderer Spieler reinkommt, gehst du auch wieder raus. Solange Okay. du ihn nicht angegriffen hast, also am besten machst du auch so, dass er dich einmal angreift, weil dann kann er nicht rausgehen. Dann ist er im Kampfmodus. Wenn du, solange du ihn nicht angegriffen hast, kannst du einfach wieder mit einem Knopfdruck raus und bist sofort draußen. Aber hier können wir jetzt Okay. easy peasy rein. Also ich hoffe, es
dass keine nachkommen, aber wir sind eh zu zweit, wir töten den schnell. Es könnten natürlich jetzt andere gefleckte Leute auch reinkommen. Ja. Und bei der muss man einfach aufpassen auf ihre Angriffe, weil die tun Aua. Also da raus. Und nachher macht sie noch so eins, wo sie dann so, ja, zum Beispiel das hier. Jetzt geht es eh auf mich, da musst du richtig schön. Ich habe teilweise das Gefühl, dass die Bosse sind am einfachsten im ganzen Dungeon. Ja, es gibt schon Bosse, die richtig eklig sind. Jetzt siehst du, wie viel Damage das macht, aber zum Glück ist es jetzt schon tot. Und, wie leuchtet bei dir die Kiste? Violett, Aber mir auch. Ich habe 48.000. ich hab 37. Nice. Und dann kannst du dich einfach mit A wieder rausporten, wenn du alles genommen hast. Frage ist halt ein bisschen immer so, ich habe ja irgendwie mit Stoff machst du am meisten Schaden, Leder ist genügend Defense und trotzdem noch Schaden und Platte ist einfach, du machst vor allem Verteidigung. Yes. Was ist so die beste Combo? Weil ich habe jetzt von allem eins an. Ja, es ist halt, gibt es natürlich dann auch halt, soll ich sagen, ja, es gibt schon immer Mischmasch quasi. Also ich habe ja auch Stiefel jetzt, Plattenstiefel, dann Leder und dann Stoffkopf. Und dann guckst du halt quasi, was die für Fähigkeiten mitbringen. Okay, ja, je nach Präferenz in dem Sinne. Ja, und zum Beispiel halt Black Zone, wenn ich allein unterwegs bin, ziehe ich was anderes an. Wenn ich am Farmen bin, dass ich nur Sachen anhabe, die quasi mir erlauben, schnell abzuhauen. Also, dass ich mich unsichtbar machen kann, dass ich schnell sprinten kann, dass ich einfach sehr mobil bin. Okay, Und ja, macht Sinn. dann habe ich auch noch so Tränke dabei, wo mich auch unsichtbar machen, damit ich einfach so schnell wie möglich halt weg bin Dass du von nicht dein allem. Equipment verlierst. Yes. Weil wenn du halt, eben wenn ich am Erdsammeln bin, da habe ich mal schnell halt 500k auf mir. Also mein Equipment kostet vielleicht gerade mal, okay, die T8 Spitzhacke kostet auch 123k, aber sonst mein Equipment kostet vielleicht 40k. Also ich könnte halt 100, ja, sagen wir 170, 180k verlieren, wenn ich getötet werde. Ja. Aber so wie ich spiele, komme ich eigentlich fast immer safe raus. Also wenn ich eigentlich einmal safe rauskomme, könnte ich eigentlich zweimal sterben, damit ich quasi wieder auf Null bin. Ja, genau. Also ich muss jetzt kochen gehen für uns. Darum porte ich mich zurück in die Stadt. Du kannst dich sonst auch zurück in die Stadt porten und einfach Dings machen. Lederfarmen. Ja, Oder, denke ich, das mache ich dann mal. also ich komme wieder später. Jo, ich denke, ich bin dann später mal weg, weil ich muss ja Okay. ungefähr in einer Stunde, eineinhalb gehe ich Ja, nochmal okay. zurück ins Gym. Easy, dann, genau, dann hören wir uns nicht mehr. Dann sage ich dir schon mal heute schönen Abend noch, ne? Adios. Gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, jetzt ist Büro. Was für oben? Du bist morgen weg. Ah. Er macht nichts, hey, scheißegal. Nein. Ja. Muss ich noch etwas auf der Insel machen? Ja, ja, das ist gut. Flagge, okay. Flagge noch schnell. Hanne. Ganz. Wo sind die? Luigi. Oh, die, ja, die sind ja noch hungrig. Ah, die kann ich nicht pflegen. Kann ich noch nicht freigeschaltet. Aber gerade Ziegenpflege. So die Ziegenpflege. Und Pflanzen. Okay. Elli, Kohl. Kohl und eigentlich alles, wenn Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr.
Also Chat, wie viel haben wir heute rausgeholt? Das. 1,3 Millionen wieder, Chat. Mashallah. Also wir haben richtig Glück mit so Sachen hier. 33. Natürlich hier richtig Glück mit 145k. Yes. Darius noch ein YouTube-Video schicken. Video. Galbani Mozzarella Galbani Mozzarella. Bitte schön, Darius. So. 1,3 Millionen haben wir gemacht, Chat. Heute. Unser Gesamtvermögen hier 35,6. Da. Ja, bald haben wir die 40 Mio. Dann brauchen wir nur noch das 10-fache und dann können wir unseren Mammut kaufen. Also Chat, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Man sieht die Disco-Nacht bei dir im Stream. I know. Wurst. Ist mir eigentlich egal. Habe ich extra deaktiviert, dass ich es mitbekomme. Wurst, ich wünsche dir was. Ich bin die nächsten 3 Tage nicht online, weil ich in England bin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ah, ist der Typ Zucker, ja. Unsere Arbeiter. Unsere Mitarbeiterschutz. Das ist, kann ich den verkaufen? Du verkaufst gar nicht. So. Ja, ich habe Arbeit geschickt. Na dann viel Spaß, Urs. Danke dir. Ich wünsche dir auch. Und wenn ich zurück bin, gehen wir dann mit Darius schön zusammen Fährten lesen. Because this mock makes fun. Ach, schaut euch das an, das ist doch schön. Können wir alles dann verarbeiten. Verkaufen. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr Geld. Also Chat, ciao, ciao.